Und wir kämpfen gegen einen Paladin. Das heißt, das ist kein Problem, oder? Der hat gerade Schwert und Schild. Den schaffen wir schon. Bin auch der Meister von Bakarisch. Der Großmeister von Bakarisch. Aber zur Sicherheit mal gespeichert. Man weiß ja nie, was passiert. Komm her! Komm her. Ah! Ja. Weiter Paladin. Ja. 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 Pass auf. Die übliche Nummer. Ausweicher. Und dann zuhauen. Ja. Ja. Ja gut, weg das. Der ist schon mal wickert. Was hat der? Ogerblatt. Nimm mal mit. Die ersten 200 Goldstücke sind wir sicher. Aber es wird nicht leichter. Scheiße, tut das weh. Ich hoffe natürlich, es kommen nicht wieder 2 Gegner vor mir. Oh, durchaus beeindruckend. Allerdings glaube ich, dass du nur verdammt viel Glück gehabt hast. Glück? Wir wissen doch beide, dass die große Zeit von Paladin schon lange vorbei ist. Wenn du es wirklich zu was bringen willst, musst du schon stärkere Gegner schlagen. Anktos ist da schon von ganz anderem Kaliber. Ein Held des kleinen Mannes. Sehr geschickt im Umgang mit dem Schwert. Gib mir einen echten Gegner. Ah, du hast Mut, das muss ich dir lassen. Leute, hergehört! Es kämpft nun der Herausforderer, der einsame Wanderer des Nordens gegen Anktos, den Nomaden. Er kam aus der Wüste, um den Tod seiner Brüder zu rächen. Ist der Herausforderer stark genug, um gegen ihn zu bestehen? Hast du noch einen Tipp für mich? Ja, pass auf deinen Hals auf. Und jetzt geh. Anktos wartet bestimmt schon in der Arena. Ja gut, der wartet auf seine Niederlage. Ich komm schon. Hätte mal noch tanken. Ja, sag mal, da stehen 2 unten. Geht das dazu, oder wie? Das heißt natürlich speichern. Und Ring frei. Runde 1. Komm her! Da noch flüchtet schon. Kurze Hiebe. Mal aufpassen. Mit seinem Speer da gute Reichweiten. Ah, schau. Und er ist gegangen. Gegen meine kurzen Hiebe hat er keine Chance gehabt. Diese Pfeife, das war doch kein Gegner. Kein Gegner für den Meister aus Bakarisch. Ja gut, Philippe. Ich hab den nächsten in Rente geschickt. Die Leute beginnen dich zu mögen. Hier kommt es immer gut an, wenn man einen Nomaden verprügelt. Aber dein nächster Gegner ist ein wahrer Bär. Groß wie ein Schrank und stark wie ein Ochse. Man sagt, er kann einem Bären mit bloßer Hand das Genick brechen. Was auch immer das für ein Tier sein mag. Ich will einen richtig guten Kämpfer. Da hast du dir aber was vorgenommen. Leute, hört her! Lasst euch dieses Spektakel nicht entgehen. Es kämpfen jetzt der geheimnisvolle Fremde gegen Elk, den Bären. Der Elk. Dieser Pappenheimer da schön. Ein Nomade. Oder Paladin. Oder was auch immer.
Im Grunde mir scheißegal, gell? Moment. Kurz Brotzeit. Und natürlich speichern. Und jetzt haben wir den Bären weggert. Dann zeig mal, was du drauf hast. Schwert und Schild, ja gut. Den bocken wir. Glaube ich zumindest. So, gute Treffer. Ja, nochmal. Da war das alles. Breitschwert. Das braucht er nicht mehr. Der Bär ist tot. Tot und erschlungen. Jetzt muss ich mich ja richtig beschweren. Das war auch kein Gegner. Sag mal. Dieses Breitschwert. Taugt das was? Lingenschaden 30. Ja gut. Taugt nix. Welch ein Kampf! Was für eine Darbietung! Ja, ja, schon gut. Du bist bereit. Bereit wofür? Den Titel. Nur noch einen Kampf und du bist der Champion von Morasul. Ich will gegen den Champion antreten. Ich hab's gewusst, du gibst dich nicht mit einem Stück vom Kuchen zufrieden. Du willst alles. Bürger von Morasul, es ist mir eine Freude, den nächsten Kampf anzusagen. Der aktuelle, ungeschlagene Arena-Champion von Morasul, Angar, gegen den aktuellen und verdienten Herausforderer, der Fremde. Der Fremde nennt er mich. Und dieser Angar hat 2 Schwerter schon. Oh Gott. Das heißt, es wird eine Plaugerei. Ja gut, den packen wir schon. Mein Kumpel Angar. Muss ich denn unbedingt gegen den Kämpfer haben? Aber es hilft nicht. Die Pflicht ruft. Dann zeig mal, was du drauf hast. 2 Schwerter. Übliche Taktik. Ein Kreisrenner. Oho. 2 Treffer. Hey, den nächsten. Oh Gott, der war fertig. Du bist draußen. Nein. Kampf ist vorbei. Was? Ich war noch nicht draußen. Moment. Oder wir wenden die andere Technik an. Mit der Kopfnuss. Pass auf. Wo ist er? Dann zeig mal, was du drauf hast. Hey, das liegt schon. Na, weg da. Weg das. Effektiver. Nicht noch mehr. Oh gut, sag das. Einfacher als gedacht. Warum nicht gleich so? Den beklaue. Das nimmt man nicht übel. Ja gut, ich darf mal sagen, die Mundklinge gehört mir. Oh, mein Kopf. Hey, guter Kampf. Du bist wahrlich ein würdiger Champion. Was jetzt? Du hast den Champion geschlagen. Ich fürchte, es gibt nun erstmal keinen Herausforderer für dich. Aber ich habe auf dich gewettet. Hast mir ein hübsches Sümmchen Gold eingebracht. Wo ist mein Preis? Hier, diese edle Klinge gehört jetzt dir. Jetzt habe ich 1000 Gold und die Mundklinge.
Wo ist die? Mondklinge. Eine geheimnisvolle Aura umgibt diese Klinge. Jetzt ist alles. Klingenschaden 100, schön. Nein, Klingenschaden 60. Oh Gott, die taugt doch gar nichts. Tätig Monty hat mehr. Als Klingenschaden 100. Ja gut. Hat sich nicht gelohnt. Aber ich bin der Champion. Wie habe ich mich geschlagen? Mann, du hast es immer noch drauf, was? Ich gratuliere. Du bist jetzt der neue Champion von Morasul. Wird vielleicht doch Zeit, dass ich mich zur Ruhe setze. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja gut. Brauche ich nicht. Komm mit. Nein. Aber wenn ich brauche, kann ich mit immer. Da wollte doch irgendeiner. Tja, eins muss ich zugeben. Du hattest einen guten Kampflehrer. Da wollte doch irgendeiner die Mondklinge. Im Kampf verstehst du jedenfalls dein Handwerk. Respekt! Da logisch, Kumpel. Wo war denn dieser Schmied? Der war da vorne irgendwo. Der wollte doch diese Mondklinge begutachten. Oder als Geschenk für Gonzales. Wo war denn der Schmied? Da sagt das. Wird der geheißen. Ismail. Ich bringe dir die Mondklinge. Ich danke dir, Sohn der Verlässlichkeit. Hier ist ein versprochener Norden. Und jetzt hat der die Mondklinge. Na gut. Braucht der kein Schwein. Mein Ruf. Wie schaut denn der aus? Mein Ruf in Morasul ist bei 60. Das bedeutet, ich brauche noch 15 Punkte. Dann komme ich zu Gonzales rein. Ja, was ist denn das schon? Ah, sieh an, der neue Champion von Morasul. Ich wusste, dass ich auf dich setzen kann. Mann, das war ein gutes Geschäft. Ach so. War dieser Hector schön. Dieser Lumpensammler. Und ich suche eigentlich noch diese Seelenkelche. 3 brauche ich noch. Wenn denn das sei. Ah, ich seh's schon. Da muss ich jedes Haus durchsuchen. Da ist keiner. Haben wir denn da ein Bett? Ja gut, haben wir nichts. Bandaro. Also, da war es nichts mehr. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ja, wo geht denn durch? Da wollte ich noch nicht gemacht. Allerdings haben wir da nichts. Scheiße. Außer Kisten. Ich schau mich noch. Tiere rufen. Oh, sehr gut. Das hätte ich noch besser wissen müssen.
Seelenkelche. Da ist keiner. 2 Stück habe ich. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Der kann beobachten, wie er möchte. Das war der Schrein. Den brauche ich nicht. Ich brauche Seelenkelche. Das Problem ist, ich will keine mehr. Und schaut näher schön. Metalldruhe, da waren wir schon. Da habe ich schon geplündert. Wie ein Ausgeier. Und da bist du dir ganz sicher? Davon will ich nicht. Da ist auch keiner. Ja, sag mal. Das kann ich nicht glauben. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich finde keine Kelche mehr. Es gibt noch eine andere Lösung. Du solltest sehr vorsichtig Vielleicht oben drin hat. Ah, da schon her. Jetzt habe ich schon mal 3 Stück. Fängt gerade 2. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Da haben wir keinen. Eine ewige Sucherei, gell? Du solltest sehr vorsichtig sein. Ja, was ist das für ein Ding? Damals war ich schon, da war nichts. Sie müssen irgendwo da unten versteckt sein noch. Glaube ich zumindest. Ja, was ist denn das da? Was? Was ist denn da los? Da der Tote. Und ich sollte vielleicht bei Gelegenheit wieder mal eine Pause erlegen. Ihr seid ja schon wieder eine ganze Weile unterwegs. Keine Kelche, Scheiße. Aber die Kelche laufen nicht davor, gell? Die könnt ihr beim nächsten Mal genauso suchen. Was war denn da erinnert? Nix. Jetzt werde ich aber, pass auf, bevor ich Pause lege, renne ich runter zu dem Wasserhändler. Carrefour oder wie der geheißen hat. Ja, wo war denn der? Ah, da unten war er. Ich spring obi. Bin auch ein Akrobat. Weg das. Denn bei der nächsten Aufnahme werde ich dann diese Wachposten suchen. Also eben seine. Die muss ich da umbringen. Stört das nicht, oder? Ja gut. An der Stelle mal Pause. Und beim nächsten Mal geht genau da weiter. Bis dann und Servus.